Guten Morgen miteinander und willkommen zurück zu unserer SC Bern-Saison. Wir sind mit einem 5:2 Sieg gegen Rappi optimal in die neue Saison gestartet. Und an dieser Stelle möchte ich noch jedem danken, der sich das letzte Video reingezogen hat, kommentiert und sogar noch geliked hat. Also fettes Dankeschön für deinen Support. Und natürlich darfst du auch diesem Video wieder ein Like geben und kommentieren. Beziehungsweise kommentieren ist heute sehr wichtig. Wieso, warum, das erfährst du am Schluss von diesem Video. Denn jetzt zum Start möchte ich da nicht zu gross labern, sondern direkt mit der Action auf dem Eisfeld anfangen. Also los geht's! Erste Match kann beginnen. Wir treten an gegen Ambri Pioto und verlieren natürlich das erste Bulli. Ja, ich bin gespannt, wie wir werden hier abschließen. Denn der Schwierigkeitsgrad habe ich erhöht auf All-Stars. Und da haben wir eine schöne Parade von Merzlikins gerade. Ja, auf All-Star ist es wichtig, keine Strafen kassieren und extrem effizient sein im Verteidigen. Genau, aber auch so in der Offensive schöner Save. So, und jetzt da über ist sehr schön Wang, unser Starspieler, dreht ab. Zack. Geht ein Schuss, kriegen wir einen Abpraller oder irgendetwas? Ja, aber wir schiessen neben dem Goal vorbei. Und wir haben jetzt tatsächlich eine Schlägerei. Der Wang, unser Topstar, hat eine Schlägerei. Das Böbli, das 18-jährige kleine Böbli, darf schlägeln. Und ja, er schlägt sich sehr gut. Kommt nochmal auf Fuß und nochmal auf Fuß und nochmal eine. Und jetzt ist er K.O. Jawohl, erste Schlägerei mit dem Wang und wir gewinnen die sogar. Yes! Klar fehlt uns jetzt der Spieler auf dem Eisfeld, aber egal, wir machen gleich ein Goal. Und da ist es auch gerade mit Ansage 1:0 Führung. Yes, geil! Ach du Scheiße. Nein. Oh, gemeinsam haben wir das können verhindern. Also im ersten Drittel sind wir noch nicht ganz so gut gegen Führer. Wir haben zwar eine Chance gehabt und die gerade verwertet und da haben wir schön blockiert. Das langt jedoch nicht. Wir brauchen mehr gute Szenen, so wie da. Und jetzt ein Querpass, Schuss ins Leere, Goal und wir führen mit 2:0. Was für ein geiler Konter. Zweite Chance, zweite Kiste, 2:0. So darf es sehr gern weitergehen. Komm schon, zack. Pam, Schuss, 3:0, nein, die Latte. Wäre ehrlich gesagt auch schon zu viel des Guten gewesen, aber da sehr gut abgefangen. Und jetzt unser Angriff. Komm, zack, abdrehen. Jawohl, Schuss. Was für ein blöder Schuss von dir, Junge. Start ins zweite Drittel könnte mir echt besser vorstellen, denn wir müssen auch in Unterzahl spielen. Aber in Unterzahl macht man doch in NHL auch noch sehr gerne viel Goal. Besonders wenn man so durchkommt, aber wir treffen die Kiste nicht. Die Unterzahl haben wir bald überstanden. Wir haben sie bald überstanden. Oh mein Gott! Scheiße, Bulli verloren. Gar nicht gut. Ganz gut. Ich Paraden aber. Wir haben die Unterzahl überstanden, aber schaut das an, wie die hier angreifen. Ja, sehr schön. Und jetzt greifen wir an. Und wir erzielen tatsächlich mit dem Angriff 3:0. Sehr wichtig, dass wir so effizient sind vor dem gegnerischen Goal. Yes! Wir könnten jetzt an sich Powerplay spielen, aber gleich angreifen dort der Gegner. Und jetzt spielen wir 4 gegen 4. Somit mehr freies Eis, aber nicht nur für uns, sondern auch für den Gegner. Und der Gegner nutzt das aus zum Anschlusstreffer. Nur noch 1:3. Wie bitter, wie scheiße verteidigt von mir. Nein, Mann. So, und jetzt kann Ambri noch in Überzahl spielen. Oh, schön. Nein. Oh, Glück. Oh. Und jetzt Pass und Goal. Wir haben Glück, dass er uns nicht verwünscht, dass wir noch durchgekommen sind. Und ein perfekter Pass. 3 Tore Vorsprung ist zurück. 4:1. Und jetzt wird es sogar noch besser, denn wir können Powerplay spielen. Können wir das Powerplay auch ausnutzen? Wäre schön. Komm schon, Abpraller rein, Moster, die Drecksscheibe. Nein. In der zweiten Drittel kriege ich nie wirklich viel her und unser... Oh mein Gott, der Goalie pariert und die Scheibe geht irgendwie anders noch. Ach, egal was passiert ist, wir greifen jetzt an. Und nein, wir greifen nicht mehr an. Jetzt sind wir aber wieder im gegnerischen Drittel drin. Ah, Achtung, passen. Retourpass. Ah, nicht zu dem, aber egal. Wir kriegen so die Scheibe und wir machen einfach mal eine weitere Kiste und somit steht es 5:1. Meine Güte, der Match läuft echt für uns. Hoffen wir, dass das letzte Drittel auch so für uns wird laufen, besonders weil wir da wieder angreifen können. Und Goal. Und kein Goal, nein. Wir müssen einfach weiterhin gut verteidigen. Das ist das Wichtigste. Nein, scheiße, das ist schlecht verteidigt, aber gut gemacht vom Goalie. Oh mein Gott. Oh, schöner Check, hey. Aber Ambri bleibt an der Scheibe und da vergeben sie eine Chance. Geben auch wir unsere Chance? Ich denke es nicht. Ich denke es doch, leider schon, Mann.
Nein, scheiße, der kommt ganz allein auf uns zu. Oh, schöner dazwischen, ey. Meine Güte, oh, was für ein Save! Aber nicht zu früh freuen, nicht zu früh freuen. Schöner Check. Was ist mit der... Was passiert da, ey? Komm, und auf das oben runter machen wir jetzt noch eine Kiste. Komm. Doch! Ich würde sagen, nein, schade, aber ich kann sagen, jawohl, schön, nächste Kiste, 6:1. Das Goal haben wir einfach in Unterzahl erzielt. Wie geil ist das? Wie geil ist auch der Save da? Und nochmal einer, jawohl, nochmal ein Save. Oh, Ambri druckt schon wie Sau, also muss man schon sagen, sie machen das schon verdammt gut, aber wir machen das noch besser. Wir sind in der letzten Spielminute, dürfen wieder mal Unterzahl spielen und wo ist die Scheibe? Sie ist weg. Nein, haben die Scheibe nicht gekriegt und somit erzielt Ambri tatsächlich noch weitere Kisten. Nein, so bitter wieder, so scheisse schade, Mann. So, und jetzt laufen die letzten paar Sekunden, wir haben noch die Scheibe. Komm einfach vor mit dieser Scheibe, denn da ist die Sirene. Wir gewinnen den Match mit 6:2 gegen Ambri. Richtig geiler Match mit richtig viel hammergeiler Goal. Hoffen wir, dass auch unser zweiter Match so richtig geil wird und das muss er einfach, denn wir haben das Derby gegen BL und wir gewinnen das Bulli. Sehr schön. Wang, komm schon. Schuss, leider nicht drin. Oh, schöner Check. Ja, komm, jetzt, komm rein mit der Scheibe. Nein, wieso geht sie nicht rein? Achtung, schön, Goalie. Wir müssen hier in Führung. Wenn man so einen Schuss geht, man nicht in Führung. Oh, meine Fresse, was für ein Save von Merzlikins. Ich muss so anders spielen. Ich muss so viel konzentrierter spielen als der Match noch davor. Schön, Goalie. Wir können echt froh sein, dass Biel bisher ihr Goal, beziehungsweise unser Goal, nicht treffen. Und wir jetzt mit dem Angriff ihres leider auch nicht treffen. Nein, Mann. Haben wir im Match davor einfach unser ganzes Glück verbraucht in Sachen Goalschüssen? Also ich hoffe es nicht. Wir müssen noch Goal. Das gibt es einfach nicht. Kriegt die Scheibe nicht aufs Goal. Das Wichtige ist einfach, dass wir selber kein Goal kassieren. Das ist das Wichtigste. Und in dem Moment kassieren wir das Goal. Nein, 0:1 im Rückstand. Das im Derby gegen Biel. Das darf es nicht sein, aber es ist ja so. Nicht nochmal das Goal kassieren. Einfach nicht nochmal das Goal kassieren. Schön mit Slickins. Oh yes. Komm. Passen. Schiessen. Kein Goal. Hey, wieso treffen wir die Kiste heute jetzt einfach nicht mehr? In dem Fall heisst es Bulli gewinnen und das Goal machen. Komm schon. Jawohl. Geil, das. Bulli gewinnt. Goal. Ausgleich 1:1. Und das ist jetzt verdammt wichtig, die Kiste. Nein, scheiße, schlecht gemacht von mir. Ganz schlecht gemacht von mir. Und klar wird das eiskalt ausgenutzt und Biel führt bereits wieder 1:2. Scheiße, Mann, nein, ich will den Match nicht verlieren. Also holen wir uns den Ausgleich. Jetzt müssen wir jetzt wieder verteidigen, auch schön Merzlikins. Also am Goalie haben wir zu verdanken, dass wir nicht noch mehr im Rückstand sind. Und wir haben zu verdanken, dass wir noch nicht mehr Goal haben. Ausser, wir würden es jetzt machen. Nein, wir machen es nicht. Nein. Scheiße, bitte nicht Merzlikins, jawohl. Und nochmal, yes. Und da war's das. Jetzt 1:3 im Rückstand. Mir fehlen einfach die Worte aus. Scheiße, Mann, im Rückstand mit 2 Goal. Also im Match davor sind wir so viel besser gewesen und jetzt einfach nix kriegen wir her. Scheiße ist einfach das. Biel viel besser hinsteht als noch Ambri und ich meine Chance einfach nicht verwerten. Wir sind im letzten Drittel und es ist alles noch möglich. Und wenn wir jetzt noch angreifen können, mit Wang, wo der Pass geht und der Schuss kommt, jawohl! Anschlusstreffer zum 2:3. Wir sind zurück und jetzt holen wir uns auch noch den Sieg. Wir dürfen einfach nicht wieder ein Goal kassieren. Das ist wichtig. Oh mein Gott. Oh. Wie machen wir das Leben einfach selber schwer? Wir müssen schon wieder in Unterzahl spielen und die kommen da so einfach durch. Nein, schön. Nein, Mann, ey. Wieso kassiere ich so Goal? Wieso verteidige ich so scheiße jetzt gerade wieder? Da kommen Jungs, jetzt einfach effizient spielen. Und das ist
Vielleicht doch. Nein, nichts ist effizient bei mir momentan. Das Einzige, was ich effizient kann, hey, das ist Strafen kassieren. Unglaublich. Wir haben schon ein paar Mal Goal in Unterzahl geschossen, das könnten wir auch wieder herkriegen. Wir dürfen einfach den Gegner nicht im Schiebabsitz lassen. So, jetzt komm her. In Unterzahl. Noch ein Goal machen. Ja, nein, wieso? Was? Scheisse, Mann, hey, so ein Scheiß verfluchter Elender. Also, Biel spielt schon verdammt stark. Unglaublich und unglaublich, dass wir wieder keine Kiste machen, oder doch? Nein, immer noch nicht. Hey, jetzt können wir doch endlich mal Druck machen, oder? Ja, mit Glück liegen wir an der Scheibe, immer noch. Und jetzt rein damit. Nein, der Fanghändchen. Wir haben noch Zeit, meine Damen und Herren. Wir haben noch Zeit. Wir werden die Zeit jetzt für ein Goal nutzen. Und wir machen Abpraller. Nein. Wir müssen die Scheibe holen. Hey, ich kann die Scheibe nicht erobern. Und wenn Biel die Scheibe hat und so einen blöden Schuss abgibt, geht der sogar noch rein. Hey. Also ich habe ja wirklich gute Chancen gehabt. Match davor zu viele Chancen genutzt. Also. Und in diesem Match einfach nur scheiß Goal kassiert auch. Wenn es aussieht, gönnt uns Biel nicht einmal ein Resultat Kosmetik im Gegenteil 2:6. Vorher haben wir mit dem Resultat gewonnen und jetzt verlieren wir mit dem. Hey. Absolut verkehrte Welt von Spiel 1 zu Spiel 2. Die letzten paar Sekunden laufen und ja, ihr seht, das Biel greift wieder an. Die kriegen nichts stand, wir Slick ins pariert. Und da ist Sirena. Wir verlieren den Match tatsächlich mit 2:6. Was sind das für zwei komplett unterschiedliche Matches gewesen? Jedoch geile Matches, obwohl ich jetzt in dem zweiten Match komplett auf Fresse gekriegt habe. Ich hoffe, dass dir das Video bis dahin gefallen hat. Wenn das der Fall ist, zeig mir das unbedingt mit einem Daumen nach oben zu dem Video. Und wenn du weitere Videos nicht möchtest verpassen, natürlich darfst du sehr gerne meinen Channel auch noch kostenlos abonnieren. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wo ich am Anfang gesagt habe, schau das Video wirklich bis zum Schluss, denn es geht um die Saison. Es geht darum, sollen wir alle Matches machen oder sollen wir gewisse Matches simulieren. Im Hintergrund siehst du den aktuellen Spielplan. Gibt es da Matches, wo ihr sagen, hey, da das simulieren, beziehungsweise von den folgenden, weil es gibt ja immer 2 Matches pro Episode. Schreibt mir also jetzt unten in die Kommentare rein, wenn ihr ein Match simulieren wählen oder eben wenn gar nicht, dann schreibe ich nie simulieren. Irgendwas so etwas in die Kommentare reinschreiben, dass ich genau weiss, was du möchtest. Und am Schluss werde ich dann schauen, was die Mehrheit von euch möchte und das probieren in der nächsten Folge jeweils dann auch umsetzen. Denn für heute sind wir am Ende angekommen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!